Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End of Pelzig. Ja, in der letzten Episode hatten wir diese wunderbare I am the God of Hellfire Sequenz und jetzt habe ich in der Sequenz gecuttet und wir machen gleich mal hier direkt weiter. Ah, das Sali ist schon da. Kurzer Schlicksack habt ihr. Okay, die Luft Schlickser ist rein. ist gleich Schluck auf. Okay. In der Balz. Prodeus quod licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber was für ein Ding? Bertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Alter. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunisten-Piraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Oh, Wie das läuft war dein irgendwie Job in klar. Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin und das meinetwegen. Der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte. Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht's. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet.
Mach du, was du tun musst. Oh Mann, die arme Elena. Ich kann sie aber auch total verstehen. Fettverschisse, Junge. Hey. Hey, was machst du? Lauf ihr nach. Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich habe Er saß Kontakte. 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komme schon ganz gut Hey, allein. du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Jetzt ist die Stimmung gerade ziemlich im Keller. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Oh Mann. Ich habe aber im ersten Moment gedacht, dass eventuell die andere, der Rave und die Nadine durch sind. 12. Auf See. At Sea. Hey Nathan! Ja, Land in Sicht. Ah, das scheint wohl die Szene zu sein, kurz vorm Intro, was wir da gesehen haben, wie sie da rumfahren auf dem Schiff. Da war aber Gewitter und Sturm. Was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen. Mhm. Schnell die Kronkorke noch ins Meer geschmissen. Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Okay. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Okay. Boah, Mann. Wie schön. Dieses türkisblaue Meer. Oh, schön. Oh, naja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Ist da eine Insel? Such nach irgendwas Menschengemachtem. Mhm. Meinst du von Piratenbart? Klar. Okay, dann gehen wir ein bisschen mehr rein. Eventuell finden wir ja dort irgendwas. Da hinten bei dem Atoll. Ist Libertalia ja eher sowas. Eine kleine Hütte am Strand. Boah, wäre richtig geil, hier Urlaub zu machen. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Ja. War übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Ah, da hinten. Ja. Da hinten sehe ich da was. Hey, was, wenn er wirklich pleite war? Dann sollten wir uns beide lieber ein Versteck suchen. Aber ohne Scheiß, wie er schon gesagt hat, das ganze Geld für die Schatzsuche verpulvert, wenn ich sehe, wo die Hinweise alles reingeflossen sind. Aber hallo, der muss ja jede Menge Kohle davor rausgeschmissen haben. So, jetzt mag ich aber trotzdem hier reingehen. Mag mich hier trotzdem noch ein bisschen umgucken. Sehen wir uns das mal an. Mhm. Gut an. Ich weiß, dass du rechts ein Turm war und du wirst wahrscheinlich auch hier gehen, aber hier könnte, ach ja, genau, mit sowas habe ich gerechnet, Höhle oder sowas, wo ein Schatz drin ist. Vorräte von der früheren Expedition. Ah, ein Tagebucheintrag ist du noch drin. Oh, schön.
Okay. 17. Januar 1808. Vor einem Jahr stand ich in einer verwahrlosten Gefängniszelle in Panama und umklammerte ein geheimnisvolles Holzkreuz. Heute stehe ich an den Ufern eines verlassenen Archipels inmitten des Indischen Ozeans, einen Schritt näher an der Erfüllung des Schicksals, das Großvater Burns ungerechterweise verwehrt blieb. Kapitän Darby und seine Mannschaft hatten begonnen, an mir zu zweifeln. Der Verlust unseres Quartiermeisters an die tödlichen Fallen in Schottland verbreitete keine Zuversicht, ebenso wenig wie die Wochen, die wir durch die Berge von Kings Bay gestreift sind. Aber dank Dovers zuverlässiger Navigation haben wir diesen geheimnisvollen Ort gefunden und die Stimmung hat sich merklich gebessert. Obwohl 2 Männer an Typhus erkrankt sind und isoliert wurden, haben die anderen ein Lager aufgeschlagen und treffen Vorbereitungen für die Erkundung der Insel. In diesem Moment zum Luftholen drehen sich meine Gedanken um Claire. Beim Anblick der Schönheit dieser vergessenen Inseln überkommt mich ein Gefühl des Bedauerns, dass sie nicht hier ist, um diese Aussicht mit mir zu teilen, dass ich sie dazu überredet habe, zurückzubleiben. Aber bald werden wir wieder vereint sein und ich bin sicher, dass sie diese Reise lieber durch Erzählungen erlebt, als dabei gewesen zu sein. Heute Abend ruhen wir uns aus. Wenn das Glück und das Schicksal es gut mit uns meinen, werden wir in spätestens einem Monat mit Averys Schatz ruhmreich nach Hause segeln. Okay. Cool. Von denen habe ich bestimmt auch nicht alle gesammelt, die man sammeln kann. Das ist Sam. Das hat Burns Enkel geschrieben. Ja, klingt logisch. Das Kreuz in Panama war hohl. Er muss den gleichen Hinweisen gefolgt sein. Scheint so, ja. Und die Piraten haben definitiv was ausgegeben dafür. Da ist noch ein Grab von irgendjemand. Frag mich, was der Kerl erlebt hat. Tja, Tote reden nicht mehr. Ja. Schön wär's, dann hätte man als Archäologe auch etwas weniger Arbeit. Rest in Peace. Sehe ich auch so. Ruhe in Frieden, ich trampel nicht weiter auf dem Grab rum. Ruhe in Frieden, Mann. Okay. Also das haben wir hier auf jeden Fall schon mal gefunden. Nicht schlecht. Gerade mal gucken, ob da hinten noch irgendein Schatz oder so versteckt ist. Ich glaub's ja eigentlich nicht. Aber gucke schadet ja nicht und kostet auch nichts. Nee. Okay. Dann wieder da rein. Unser Kleebötchen. Und weiter geht's. Sam, gehen wir. Gut, Brüderchen, dann los. Jo. So, das sollte man nicht kaputt machen, das Ding. Hat einen Wendekreis wie Sau hier, das Teil. So. Gerade mal gucken, ob wir da neben irgendwas finden noch. Ich bezweifle so irgendwie, aber... Durch die ganze Welt mal abgesehen, hatte Avery die richtige Idee. Und zwar, er lebte nach seinen eigenen Regeln, reiste die Welt, machte sein Glück auf seine Art. Klar, bis auf die Riesenbelohnung auf seinem Kopf. Komm schon, allein wie seine Geschichte ausgeht, stimmt? Wer Da weiß, ist noch was. vielleicht war es das alles am Ende wert. Nathan, da drüben, ein Schiff! Oh, Schiff. Oder vielmehr ein Wrack. Okay. Dann gucken wir uns das doch mal an. Da ist auf jeden Fall auch noch was, aber ich glaube, das sind alles nur so Kleinigkeiten, die man im Vorfeld erkunden kann. Wird wohl nichts wirklich Wichtiges sein, sondern einfach nur so optionale Dinger, die man hier abstauben kann. Und sowas freut mich auch immer. Das bringt einfach mehr Detail ins Spiel rein. Was ist das? Halt die Tasche. Ah, und noch ein Tagebucheintrag. Ein alter Brief. 24. Januar 1808. Ein höllischer Traum. Ich befand mich wieder in diesem Gefängnis in Panama, eine Schlinge um meinen Hals, und der Henker war mein Großvater. Er hielt ein hölzernes Dismas-Kreuz vor mich und fauchte: Wir empfangen, was unsere Taten wert sind, Jonathan Burns. Er schubste mich vom Turm und ich fiel. Ich erwachte in kaltem Schweiß gebadet zu wildem Geschrei. Der Takler, unser Karaweller, der an einem durch Fieber ausgelösten Delirium litt, machte das Schiff klar und setzte Segel. Darby versuchte ihn aufzuhalten, aber der Junge stach den guten Kapitän mit einem Messer nieder und ließ ihn sterbend am Strand zurück. Wir konnten ihn erst fassen, als das Schiff auf Grund lief. Ich ordnete an, den Takler als Strafe für seine unverzeihliche Tat an den kaputten Mast zu binden. Der erste Offizier Hayes hielt dies für unnötig grausam und meinte, dass es auch eine Kugel tun würde. Aber ich hielt an meiner Entscheidung fest. Wenn wir einen ähnlichen Zwischenfall vermeiden wollen, wenn ich erfolgreich sein will, muss einmal Ex an der Mannschaft statuiert werden. Wahrscheinlich Exempel. Wir bargen so viele Vorräte wie möglich und brachten sie zu unserem verbliebenen Schiff.
Bei Einbruch der Nacht begaben wir uns zurück zur Höhle und begruben den armen Kapitän Darby. Die Männer beschäftigten sich mit den Vorbereitungen, aber es war unmöglich, ihr Geflüster zu überhören. Ihre Zweifel an unseren Zielen. Ich versammelte sie bei Darbys Grab und rief aus: Er darf nicht sinnlos gestorben sein. Wir sind weit gekommen, Averys Schatz und großer Ruhm warten mit Gewissheit auf uns. Um ehrlich zu sein, war die einzige Gewissheit, an die ich dachte, die Entscheidung, Claire zu Hause zurückzulassen. Diese Reise wäre zu viel für ihre zarte Statur gewesen. Sie ist fast zu viel für meine, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Ehre meiner Familie, meine Ehre, steht auf dem Spiel. Moment, gerade mal gucken, ob ich das nicht auch umdrehen kann, dass da noch was ist. Nee, okay, das war schon alles. Okay, cool. Also wieder ein Eintrag entdeckt. Er hat den Schatz gefunden. Oh, er wäre verdammt berühmt, wenn das so wäre, also eher nicht. Hm. Hoffentlich hast du recht. Ja, schauen wir mal. Schauen wir doch einfach mal. Schauen wir doch einfach mal, was uns erwartet. Ich meine, klar, das wird auch zu seiner Zeit definitiv sehr viele Leute geben haben, die auf den Spuren von einem Schatz waren, die auch rein vom Zeitgenössischen her wesentlich näher dran sind. Ja klar, das Fahrzeug weiß ich, wo es ist. Und die dann wahrscheinlich auch zeitgenössisch schon da auf Schatzsuche gegangen sind. Kann man sich ja vorstellen. Mhm. Kann ich was aufschreiben, wie es aussieht? Okay, aber da geht's nicht hier. Okay. Kommen wir doch nicht hoch. Okay, zum Tauchen gedrückt halten. Ich mag gerade mal hier ohne gucken, ob da was ist. Gerade mal hochgehe. On. Okay. Jetzt haben wir die Höhe erreicht, die ich, oder die Tiefe erreicht, die ich wollte. Und da ohne vielleicht nochmal. Ja, bevor er mal absäuft hier, der Nate. Da ist auf jeden Fall was. Ein Schatz habe ich. Okay. Jetzt schnell wieder hoch, bevor er mal absäuft. Oh ja, das kann ich mir vorstellen, dass das gerade nicht so angenehm war. Schätzer. Gehen wir nochmal ganz runter. Bis ganz ans Ende. Messing-Taschensonnenuhr, okay. Schönes Teil. Sehr, sehr schönes Teil. Genau das, Nate. Okay, jetzt noch einmal reingucken. Oh, nee, hier finden wir nichts anderes mehr. Nee, aber das Riff ist auch wunderschön. Boah. Okay, irgendwie muss ich jetzt aber noch da oben hier. Weil es da auch was zum Abschreiben gab. Was Buch. Ja, Nate, irgendwie müssen wir da hochkommen. Irgendwie muss es da hochgehen. Da vielleicht? Ist das so ein kleiner Vorsprung? Nee, da kann er anscheinend nicht hoch. Na gut, na gut. Schade. Ich habe nämlich genau gesehen, dass da eigentlich was war von Tagebuch her. Das sieht ja nicht so gut aus, was ich da schaffe. Aber mir fällt da nichts anderes ein gerade, wie ich da dran komme. Da. Ah, okay, das schreibt das so schon ab. Okay, ich habe gedacht, du müsstest näher dran. Okay, das macht er im Wasser gnadenlos, da kennt er nichts. Wahrscheinlich hat er sich das jetzt abgezeichnet, ja. Jonathan Burns versunkenes Schiff. Wir sind definitiv am richtigen Ort. Oder wir sind beide am falschen Ort. Ja, aus der Perspektive ist auch ganz interessant. Na gut. Na gut. Leider ist das Schiff hier nicht wie Epona bei Zelda, dass ich einmal pfeifen muss und es kommt wieder. Das heißt, ich muss erstmal wieder hier watscheln. Und Sam ist gerade auch nicht da. Mein Schiff habe ich doch da gelost. Hallo? Wo ist es? Ah, da ist... Dummkopf. Okay, der Sam hat es anscheinend verrückt, das Schiff. Dann können wir jetzt auch da hier, wo ich den Turm gesehen habe. Ich könnte höchstens da drüber nochmal reingucken. Ich glaube, die Episode heute, die mache ich halt auch eine Spur länger. Eben weil das heute eigentlich nur Erkundung ist.
Und hopp. Aber, oh, das Meer ist so toll. Ja, Mogulschätze im Wert von 400 Millionen. Witzig. Nee, also die Umgebung hier ist echt grandios gemacht. Also da kann ich wirklich nur sagen, Hut ab mal wieder von Naughty Dog. Hört sich echt seltsam an. Jetzt stünden wir endlich an der Schwelle zu etwas wirklich Großem. Ich könnte ebenso große Aufregung planen. Weißt du, wovon ich rede? Oh ja. So, ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus, nee. Nee, da sieht's auch nicht aus, als wäre hier irgendwas noch. Ich könnte mal versuchen durchzufahren. Einfach nur, weil es mich gerade bockt, hier durch die Dinger durchzufahren. Da sehe ich jetzt auch nichts wirklich Interessantes. Aber da bin ich dann, glaube ich, auch dort, wo ich hin wollte. Dave, da oben. Ja, der Turm, genau. Das ist eindeutig von Menschen. Jo, Von Piraten gemacht. genau. Yo ho. Da steht nämlich dort drauf. Yo ho. Wenn sie eingravieren lassen. Mann, 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 Mann. Alla hopp. Da bin ich immer gespannt, was dort noch zu finden ist. Hier ein Weg zum Turm. Ja. Hüpp, hüpp. Wir können uns ja nicht normal bewegen, deswegen wird immer gehupst. Ich spring von Level zu Level, bis der Endboss kommt. Ach ja. Aber da hinten haben wir noch eine Höhle, glaube ich, oder? So Clenny. Ah, ja. Aber nicht wirklich eine richtige Höhle. Einfach nur Felsen überdeckt. Okay. Geht's hier hoch? Sieht doch gut aus. Sieht doch alles gut aus. Mhm. Da ist noch was. Eine Art Tür oder so. Zu einer Kammer? Eine Riesenkammer, um einen Riesenschatz aufzubewahren. Stimmt nicht. Nicht bei seinem Ego. Wo immer Avery den Schatz deponiert hat, wird es prachtvoller sein als überall sonst. Ja. Er wird deutlich besser geschützt sein. Klingt logisch. Wenn man bedenkt, was der Kerl einfach nur für etwas bezahlt hat, wo sie normal die Wachstafel mit geh dort und dorthin gedacht hätte, dann wird die Schatzkammer wahrscheinlich richtig heftig sein. Ich denke, bei dem seinem Ego wird das doch aber nur die Scheißgrube gewesen sein, wo sie alle zusammen sich hingehockt haben und der Arsch rüber gestreckt. Und dann gib ihm. Ach ja, ach ja. Boah, es ist gerade so brutal heiß hier drin wieder. Dass man gerade eben der Schweiß in den Bauchnabel reingeflossen ist. Ey, das ist so ranzig. Spinner aus Burns Crew. Die haben ihn hier gelassen. Das ist nicht nett. Ja, das war der Kerl, den seine Mast gebunden haben, genau. Verbrechen wie Mord oder die Zerstörung von Schiffen werden unter der Aufsicht von Jonathan Burns hart bestraft. Kein schöner Tod. Nee, da gibt's ein deutlich schöneres. Der erinnert mich auch ein bisschen an den Tode bei Monkey Island Ends, der da beim großen Affe irgendwie tragebunden ist. Ach ja, ach ja. Monkey Island, ja, ich habe schon mal gesagt in dem Let's Play, ich sollte mal irgendwann unbedingt Monkey Island Let's Player. Das ist eigentlich das Piratenspiel meiner Meinung nach. Eine kleine Höhle. Mhm. Le Petit Höhle. Was finden wir in Le Petit Höhle? Nix. Hätten wir einen Schatz? Ah, doch, natürlich finden wir dort einen Schatz. Na, Allah. Und zwar finden wir dort ein persischer Silberfederkasten. Genau. Damit die Pfauenfeder auch bloß nicht nass wird. Oh Mann. Aber irgendeinen Schatz scheine ich trotzdem wieder verpasst zu haben. Ja, schade. Schade, schade, schade. Aber ich kann sie leider nicht alle finden, wirklich nicht. Ich glaube, das sollte ich wieder hochgehen, oder? Ich müsste wieder etwas an Höhe gewinnen. Dann kann ich ja weiter Richtung dem Turm aufbrechen. Ah, da aber geht's hoch. Müssen mal gucken, dass wir hier irgendwo hoch können. Glaube ich. Wenn wir hier hochkämen. Ja, da ist eine Rutschpartie. Da können wir später wahrscheinlich sehr, sehr locker runterrutschen. Aber hier? Nö, hier macht er mal gar keine Arschstalter. Obwohl die Felsen eigentlich absolut zum Klettern einladen. Aber, irgendwie will er das nicht. Na gut. Na gut, dann gehen wir halt hier. Wenn er will. Nate. Na, Allah.
Aber von do kam ich, oder? Dann müsste ich da theoretisch do hoch können, oder? Nö. Ach, nicht? Nee. Dann wahrscheinlich hier. Genau, stimmt, von dort kam ich ja. Alla hopp. Do war das Ding, ja. Dann kann ich do die Stelltreppe hoch. Sehr gut. Ja, es ist zwar mich als Achmol ein bisschen schwierig, sich dort zurechtzufinden. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Orientierung wie ein Stäh habe. Und das ist noch geschmeichelt. Jut, 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 jut. Dann hier rüber. Ja, dann dürften wir auch kurz war. Ja, da sind wir auch schon direkt beim Aussichtsturm. Perfekt, dann die Sache, ihr liebe Leute. An der Stelle mache ich jetzt meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.